Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zu unserem heutigen Livestream. Heute wollen wir ein bisschen auf Schweizerdeutsch chatten, miteinander reden, unser Schweizerdeutsch üben und ein bisschen nachdenken darüber, was uns glücklich macht. Was macht dich glücklich in der Schweiz? Was ist besonders in der Schweiz, was du sehr gut findest? Und dafür möchte ich dich einladen, dass du mit mir chatten, dass du schreiben, dass du auch von dir kannst erzählen. Zum Beispiel der ÖV. Wisst ihr, was das ist, der ÖV? Wir könnten zusammen über den ÖV reden, das heißt über den öffentlichen Verkehr. Ja, macht dich der öffentliche Verkehr glücklich in der Schweiz? Bist du zufrieden mit dem? Oder brauchst du gar nie den ÖV? Du bist immer mit dem Auto unterwegs? Oder vielleicht nervst dich immer irgend ab etwas, wenn du unterwegs bist mit dem Bus oder mit dem Zug oder mit dem Tram oder mit dem Schiff? Du kannst schreiben im Chat, wie das dir geht mit dem ÖV. Macht dich der ÖV glücklich in der Schweiz? Das heisst, ich finde den ÖV spitze. Ich finde es super, wenn man einsteigen und aussteigen und gute Verbindungen hat. Meistens ist es so, dass man nicht lang muss warten, dass es gut organisiert ist, dass Züge pünktlich sind und so weiter. Das macht mich glücklich, wenn das alles so läuft, wenn alles klappt wie am Schnürli, dann ist das wunderbar. Aber ähm, das Schwierigste an dem ÖV am Ganzen ist der Preis. Ja, was kannst du machen, dass nicht so saftige Rechnungen musst zahlen, dass nicht so teure Billette hast, dass es vermagst, mit der ganzen Familie zu reisen und so. Das ist, 'ne Frage, die man sich stellen muss, und es gibt so ein paar Sachen, die man machen kann. Aber generell ist es natürlich so, dass die Qualität vom ÖV, dass die auch kostet. Also, der ÖV ist im Vergleich zu den Billetpreisen in anderen Ländern ist er sehr teuer. Ist er sehr teuer. Ja, was denkst du zum ÖV? Macht dich der ÖV glücklich in der Schweiz oder was nervt dich am ÖV? Du kannst schreiben, du kannst auf Englisch schreiben, du kannst auf Deutsch schreiben, auf Schweizerdeutsch schreiben, wie du gerne möchtest. Und dann zum Beispiel, wie hast es du mit der Sprache? In der Schweiz redet man ja viele verschiedene Sprachen, ausser der Landessprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. Äh, Reden viele Leute auch Englisch und du hörst viele Leute aus anderen Nationen, die andere Sprachen reden. Macht dich das glücklich? Bist du gern so in einem Multikulti-Setting? Oder stresst dich das, wenn du die Sprache nicht verstehst? Wenn du unterwegs bist und, du hörst ganz viel mit Leuten miteinander reden, aber du verstehst nicht, was sie sagen. Nervt dich das? Macht dich das unsicher? Vielleicht geht es auch einigen Schweizer so, dass sie das Gefühl haben, ja, wenn so viele andere Sprachen geredet werden, dann nachher fühlen sie sich nicht mehr ganz daheim. Ich mag mich erinnern, als ich am 1. August zu Bern war, auf dem Bundeshausplatz und in der Stadt. Und es hat so viele Leute gehabt. Es hat mega viele Leute gehabt. Es war Festbetrieb gsi. Hallo Alice. Und, du hast einfach so viele andere Sprachen gehört. Ja, fast mehr als Schweizerdeutsch. Wie wirkt das auf dich? Macht dich das glücklich oder, macht dir das Sorgen? Oder
Geniessest du das multikulturelle, Leben in der Schweiz? Oder auch, stresst's dich, wenn du jetzt Schweizerdeutsch reden oder du möchtest Schweizerdeutsch reden? Hallo LCBD. Ähm, ja genau, du heissest Lukas, das hast du letztes Mal schon geschrieben. Lukas, hallo Alice, ihr könnt mitchatten. Vorher haben wir über den ÖV geredet. Was macht dich glücklich im ÖV? Was nervt dich? Vielleicht gibt es auch Seiten von dem ÖV, vom öffentlichen Verkehr, die dich nerven. Ich habe zum Beispiel gesagt, ich finde die Preise manchmal sehr hoch und ja, man muss kreativ sein und etwas sich einfallen lassen, dass man nicht den vollen Preis muss zahlen muss. Also die fahren, regelmässig mit dem Zug fahren oder so, die haben sicher zum Beispiel ein Halbtagsbillett, ein Halbtagsabo. Ja, und jetzt haben wir eben über die Sprache geredet. Ihr könnt auch noch schreiben, was ihr dazu denkt, die, die vielen Sprachen, die man hört in der Schweiz. Gefällt dir das oder hast du Mühe damit? Äh, oder mit dem Schweizerdeutsch und Französisch und Hochdeutsch und so ist das für dich ein riesiger babylonischer Sprachsalat, der für dich schwierig ist. Einmal musst du so reden, einmal musst du so reden. Ähm, Überall, wo du hingehst, redet man wieder ein bisschen anders, in jedem Kanton ein anderes Dialekt. Stresst dich das oder findest du das schön? Das ist auch, 'ne Frage von mir an euch. Hi Abdi Karim. Ähm, Ich finde eigentlich sehr schön, wenn ich, die Sprache verstehe, die Leute reden. Und, aber ich finde es auch schön, wenn die Leute verschiedene Sprachen reden. Hallo Vikas, was denkt ihr, über die multikulturelle Schweiz, über die vielen Sprachen, die in der Schweiz geredet werden und auch die vielen Schweizerdeutsch und Schweizer Dialekt? Der Bildschirm ist dunkel. Komisch. Also du hörst mich reden, aber du siehst mich nicht. Auf meinem Bild eigentlich ist alles gut. Also ich weiß nicht. Ich hoffe, die anderen, vielleicht könnt ihr schreiben, ob ihr alles gut seht. Also Alice, du siehst alles gut. Super, dann ist das vielleicht, Abdikarim, ein Problem bei dir. Ja, ich hoffe, die anderen sehen mich. Ja, dann, das Thema von dem Film ist ja, was macht dich glücklich in der Schweiz? Was gefällt dir besonders in der Schweiz? Ihr könnt mir schreiben, was ihr denkt. Ich habe so ein paar Themen überlegt. Vikas, du siehst alles super. Schön, super, danke. Zum Beispiel Regeln und Organisation, zum Beispiel, dass man sehr pünktlich ist, wenn man abmacht, muss pünktlich sein oder so. Ist das gut für dich? Gefällt dir das, dass die Schweizer pünktlich sind? Hoffentlich die meisten. Oder, nervt dich das auch ein bisschen? Ja? Wenn ich zum Beispiel Gastgeberin bin und Gäste zu mir kommen, dann habe ich kein Problem, wenn sie zu spät kommen, weil meistens bin ich ein bisschen knapp dran und ich muss noch schnell etwas machen und ich bin nicht ganz nachher mit der Arbeit, ich bin nicht ganz fertig. Und dann, bin ich eigentlich noch glücklich, wenn die Leute nicht grad 100% pünktlich kommen. Aber natürlich alles mit Maß. Wenn sie dann mehr als 'ne halbe Stunde zu spät sind oder so, dann habe ich's auch nicht so gern. Also das ist vielleicht noch mein Schweizer Blut, das da durchdrückt, wo ich doch gern möchte, dass die Leute mehr oder weniger pünktlich sind. Aber es gibt ja andere Länder, da ist es überhaupt nicht so. Findest du das gut? Gefällt dir das? Macht dich das glücklich oder nervt dich das manchmal auch?
Abdi Karim, du findest, Pünktlichkeit ist sehr wichtig. Also, du versuchst selber auch pünktlich zu sein und es gefällt dir, wenn die anderen pünktlich sind. Vikas, du sagst auch, das ist sehr respektvoll. Also, man tut eigentlich die Zeit der anderen respektieren, ja. Wenn alle immer auf dich warten müssen, dann tust du eigentlich, die anderen machen alles, dass sie rechtzeitig sind und dass sie Zeit haben für dich, wenn du mit ihnen abgemacht hast. Und dann tust du das auch respektieren und sie nicht einfach lang warten. Aber natürlich, manchmal muss man auch ein bisschen flexibel sein. Also, man muss nicht ganz so stur sein und einfach nur, ähm etwas erzwingen oder manchmal kommt einem etwas dazwischen oder so. Oder heute hat's man ja auch ein Telefon und man kann schnell anrufen: «Hey, ich komme ein bisschen zu spät, mir ist etwas dazwischen gekommen.» Vielleicht hast du noch ein wichtiges Telefon bekommen oder, es ist wenn man Kind hat, dann kommt manchmal noch etwas dazwischen, wo man nicht geplant hat. Und dann, ist es auch gut, wenn man flexibel sein kann. Also, dann nachher meine nächste Frage, der Lohn. Man sagt ja, dass man in der Schweiz viel mehr verdient als in anderen Ländern. Macht dich dein Lohn in der Schweiz glücklich? Bist du zufrieden mit dem? Oder denkst du: «Hey, eigentlich sollte man mir ein bisschen mehr geben?» Ich habe gehört, dass zum Beispiel Ärzte in Deutschland schon, fast besser dran sind oder zum Teil mehr verdienen als Ärzte in der Schweiz. Also, vielleicht sind nicht alle glücklich mit dem, was sie haben, aber generell sagt man ja, dass die Löhne in der Schweiz sehr hoch sind. Bist du glücklich mit deinem Lohn in der Schweiz? Bist du zufrieden? Man hat ein bisschen einen besseren Lohn, aber man hat auch höhere Lebenskosten meistens. Also, geht die Rechnung auf? Verdienst du genug, dass du auch die höheren Lebenskosten kannst zahlen und zum Beispiel, Wohnungsmiete und Krankenkasse und so, dass dich das nicht alles ruiniert? Also, was denkst du, bist du glücklich mit deinem Lohn? Mein Lohn ist nicht so fix, also ich bin meistens schon glücklich mit meinem Lohn. Wir sind selbstständig, also je nachdem, wie gut dass wir arbeiten, desto mehr Erfolg haben wir oder weniger Erfolg. Also, das ist immer ein bisschen abhängig von der Jahreszeit und, von der Arbeit, die wir machen. Vikas, du bist noch nie in der Schweiz gsi? Ah, deine Ehefrau ist aus der Schweiz und wo wohnt ihr denn? Du und deine Frau? Wohnst du weiter weg? Traman. Keine Ahnung, woher kommt dein Name? Ich kann das nicht, sagt mir nichts. Ich kann das nicht geografisch einordnen. Ja, genau, vielleicht, du wohnst in Indien, Vikas. Also, Indien muss auch sehr schön sein und vor allem ein bisschen wärmer als die Schweiz, denke ich. Also, genau, das wäre das nächste Thema. Das Wetter. Bist du glücklich mit dem Wetter in der Schweiz? Findest du das Wetter perfekt oder, hast du lange Zeit nach dem Wetter aus deinem Heimatland? Denkst du: «Ah, es wäre viel schöner, jetzt in der Sonne zu liegen und warm zu haben», oder so? Also, ich mag mich erinnern, als ich Kubaner gelernt habe kennen, die zu uns gekommen sind im November. Für die ist das Wetter, ein grosses Minus gsi. Sie hatten einen richtigen Klimaschock gehabt
und, ich denke, sie haben lange Zeit nach ihrem kubanischen warmen Wetter. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich denke jetzt, Indien ist sicher auch häufig schönes Wetter, aber man kann auch sagen: «Hey, nein, Indien, das ist mir viel zu heiß, 40 Grad und so weiter. Das habe ich nicht gern. Ich habe lieber gemässigtere Temperaturen, also nicht so extrem heiß. Und es ist auch meistens nicht sehr extrem kalt in der Schweiz. Also macht dich, das Wetter glücklich? Bist du zufrieden? Fühlst du dich in dieser Klimazone wohl, wo die Schweiz ist? Natürlich kann man ein bisschen weiter unten im Flachland wohnen oder dann wird es ein bisschen extremer, wenn man höher oben in den Bergen wohnt. Du hast es am liebsten, wenn es 30 Grad warm ist und dann die Schweiz ist dir zu kalt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Du bist dich daran gewöhnt. Bei mir wäre es gerade umgekehrt. 30 Grad ist schon ein bisschen die obere Grenze von dem, was ich gerne habe. Also, ich habe lieber so Temperaturen vielleicht um 26 Grad oder so, dann, bin ich noch produktiv. Und wenn es viel heißer wird, dann bin ich richtig so schlapp und ich habe keine Energie. Also, ja, dann ich habe eigentlich gern das Klima da. Aber ich bin auch in dem Klima aufgewachsen und, ich bin mich daran gewöhnt. Nur, es wäre schön, wenn im Winter die Tage ein bisschen länger wären. Alice, du schreibst, Natur macht dich glücklich. Genau, Natur, die Berge, oder auch einfach, Seen. Der Jura ist auch sehr schön, ähm, aber vor allem Berge, das macht dich glücklich oder das macht auch mich glücklich. Ich gehe gerne in die Berge wandern, gehe den Sonnenaufgang schauen, zum Beispiel, wenn du auf einen Berg raufkommst und dann die Sonne gerade über den Horizont hineinkommt und du hast wunderbare Aussicht auf die anderen Berge. Das ist ein einmaliges Erlebnis. Bergluft, die gute Bergluft gefällt dir. Ja, wir sind richtig verwöhnt mit unserer Luft, denke ich. In der Schweiz haben wir wirklich gute Luft, auch in den Städten oder, in den Dörfern. Dort, was viel Verkehr hat, ein bisschen weniger, aber, wenn man daran denkt, wie andere Leute wohnen, zum Beispiel in der Innenstadt von so grossen Metropolen, wo sehr viel Verkehr hat und laut ist und die Luft nicht gut ist und so, dann nachher haben wir's wirklich sehr gut. Und ich denke, mich macht das auch glücklich, obwohl ich denke, viele Leute sind sich das nicht bewusst, wie gut das ist, wenn man so schöne, saubere, gute, frische Luft hat. Das ist, Gold wert. Das ist super. Ja, ähm, natürlich, vielleicht ist die Natur in deinem Heimatland auch sehr schön und du vermissest etwas von dieser Natur. Ich kenne zum Beispiel Leute, die das Meer vermissen. Sie fühlen sich nicht so gut, in den Bergen oben, hoch in den Bergen oben. Sie sind lieber am Meer und, vielleicht macht sie das nicht so glücklich, wenn sie dann in der Schweiz sind und lang nicht ans Meer können. Ich weiss nicht, wie's dir geht. Bist du auch jemand, der das Meer liebt? Dann musst du halt einfach ab und zu mal in die Ferien ans Meer gehen und wieder ein bisschen mehr Luft tanken, baden, schwimmen und sünneln am Strand. Genau. Sünneln können wir in der Schweiz auch, aber nicht am Strand. Also am Strand von einem See, aber nicht am Meer. Okay. Das ist, etwas, was uns fehlt, das Meer. Man kann nicht alles haben. Man kann nicht alles haben. Und dann, noch 'ne Frage: Wie ist es mit dem Sport? Hast du einen Sport,
was speziell schweizerisch ist, was dich glücklich macht? Ja? Hast du etwas, wo du zum Beispiel eben im Zusammenhang mit den Bergen hast du einen Sport, den du regelmässig machst in den Bergen? Vielleicht, tust du Velo fahren oder eben meine Söhne tun zum Beispiel Downhill fahren. Sie finden das so cool und das kann man nicht überall. Manchmal gibt's ganz gute Trassen, ganz gute Velowege, wo so Downhill-Wege, wo man runterfahren kann und dann nachher mit dem Sessellift und dem Velo auf dem Sessellift wieder rauffahren kann, dass man nicht muss selber rauftrampen. Das wäre zum Beispiel etwas, was meine Söhne sehr glücklich macht. Ich habe ich bin eigentlich noch gar nie so richtig Downhill gefahren, aber ich habe ein bisschen Respekt davor. Ich habe ein bisschen, vielleicht nicht Schiss, aber nicht so grosse Lust. Ja. Aber ich habe dafür das Velofahren, ein E-Bike-Fahren entdeckt. Velofahren in den Bergen, das ist ein bisschen anstrengend. Und dort, wo meine Eltern wohnen, dort geht es auch immer auf und ab und so, dort, wo ich aufgewachsen bin. Und immer, wenn man das Velo nimmt, kann man runterfahren, aber man muss auch wieder rauftrampen. Und dann man muss auch wieder rauftrampen und das ist recht anstrengend. Also, wenn du willst arbeiten zum Beispiel mit dem Velo, dann kannst du verschwitzt ankommen oder so. Vikas, du tust gern mit deinen Freunden Hornussen. Du bist noch nie in der Schweiz gsi, aber du tust Hornussen. Gibt's das in Indien auch? Also, ähm, Hornussen ist so, Sport, wo man im Berner Oberland oder zu Bern im Kanton Bern, glaube ich, sehr viel spielt. Ich kenne es eigentlich selber ich habe es selber noch nie gespielt, aber es ist so sehr, sehr ein traditioneller Sport. Genau. Also, vielleicht muss ich's einmal noch ausprobieren, das Hornussen. Aber ich habe davon gehört. Ich habe es gesehen, ich habe Bilder gesehen, aber, keine Ahnung eigentlich davon. Ich habe es noch nie gespielt. Aber wenn dich das glücklich macht, dann ist ja das super. Dann ist das etwas, was dich glücklich macht. 'Ne typisch schweizerische Sportart, Hornussen. Oder eben E-Bike fahren oder Skifahren. Aber ich muss sagen, ich tue fast lieber Langlauf-Ski fahren als Alpin-Ski. Langlauf-Skifahren ist ein bisschen gemütlicher und, vielleicht hat sich ein bisschen weniger Leute. Man kann ein bisschen nebenaus, wo weniger Leute sind. Eine Sportart, die mich sehr würde reizen, ist, das Skitouren machen. Aber ich fühle mich zu wenig sicher auf den Ski oder ich habe das noch nie richtig gemacht. Es hat mich niemand mitgenommen, wo sich auskennt damit. Ich habe mich zu wenig dafür eingesetzt, dass ich das machen kann, aber vielleicht mache ich dann auch einmal eine Skitour mit jemandem. Nur müsste ich zuerst wieder üben, Alpin-Skifahren. Weil ich glaube, das Skifahren im Tiefschnee, das ist gar nicht so einfach. Es sieht super aus, aber man muss es üben. Genau, das war es von mir. Ich hoffe, wir haben schön können zusammen diskutieren, ein bisschen darüber nachdenken, was uns glücklich macht in der Schweiz. Ähm, und auch vielleicht, dass wir dankbar sein dafür, für das, was wir haben in der Schweiz. Wir haben wirklich sehr viele gute Sachen, wo wir denken, es ist selbstverständlich. Aber ja, in anderen Ländern ist es nicht so. Ah, Alice, für dich ist der grösste Anteil an der Freude. Also du freust dich am meisten, wenn du Schweizer begegnest und du sagst, sie sind wundervoll sympathische Denker. Wow, super. Danke fürs Kompliment. Ja, das ist für mich ist eigentlich auch etwas das vom Wichtigsten,
das ist für mich etwas vom Wichtigsten, die anderen Leute, ja, die ich treffe. Wenn sie wenn die Chemie stimmt, wenn wir gut zusammen auskommen, wenn sie freundlich sind, humorvoll, liebevoll, dann nachher hat man Freude daran. Dann ist es schön, wenn man merkt, man ist akzeptiert, zum Beispiel auch, dann ist das ganz schön. Und Vikas, du bist sehr glücklich, dass ich euch Schweizerdeutsch beibringe. Super. Wenn du möchtest, kannst du dich auch einschreiben zu unserem VIP Schweizerdeutschkurs. Da ist der Link. In dem Link, wenn du dich einschreibst, dann nachher kannst du 30 Tage lang unseren Kurs gratis testen. Der Kurs ist jeweils am Montagabend am 8 Uhr, ist so ein Livestream, wo die Leute mitchatten können, eine halbe Stunde lang. Und dann ist noch eine halbe Stunde lang ein Online-Treffen, ein Videogespräch oder mit anderen Interessierten, wo wir zusammen den Text wiederholen und über die verschiedenen Fragen reden und eben zusammen Schweizerdeutsch üben. Dann könnt ihr mir auch persönlich Fragen stellen, noch zu verschiedenen Themen oder Sachen, die euch aufgefallen sind im Text. Genau, das war es für mich. Das war es von mir. Ich freue mich, dass ihr da seid. Danke Alice, Vikram, Abdikarim, Vikas meine ich. Abdikarim und alle anderen, die noch dabei sind und einfach mitgelassen haben. Schön, sind ihr da gewesen und wir treffen uns vielleicht ein anderes Mal. Macht's gut. Vielleicht bis am Montagabend, wer weiß. Tschüss zusammen.